Sie war am 7. Monat schwanger. Sie zog ihr bestes Kleid an, fuhr 40 Minuten zum Sonntagsessen ihrer Schwiegermutter und wurde angewiesen, den Nebeneingang zu benutzen. Sie lächelte. Sie sagte, gerne. Sie ging zum Küchentisch, zum Beistelltisch und setzte sich allein hin, während 11 Personen Pirf am Nebenzimmer lachten, darunter die andere Frau, die auf ihrem Stuhl saß, während ihr Mann am Sideboard stand und sich nicht rührte. Doch das war nicht der Moment, der alles veränderte. Der Moment kam 3 Minuten später, als die 62-jährige Dorothea Keller gelassen und überlegt mit beiden Händen eine gläserne Wasserkaraffe nahm und ihren Inhalt, kaltes Wasser, über die Schulter des besten Kleides einer am 7. Monat schwangeren Frau vor 11 Zeugen goss. Und dann sagte sie, ohne die Stimme zu erheben, »Ich glaube, es ist Zeit für dich zu gehen, Cecilie. Du machst eine Szene, seit du angekommen bist.« Sie hatte allein in der Küche gesessen. Ihr Mann rührte sich nicht, aber jemand anderes tat es. 19 Minuten später hielt ein schwarzes Auto vor dem Haus. Ein Mann stieg aus. 88 Meter groß, dunkler Mantel, mit der Art von Ruhe, die nur daher rührt, dass man nichts beweisen muss. Er klingelte. Dorothea Keller öffnete die Tür und erwartete eine Entschuldigung. Stattdessen stand sie Mark Sommer gegenüber, dem Milliardärbruder ihrer Schwiegertochter. Und nichts, kein Geld, kein Familienname, nicht 35 Jahre lang, in denen sie dieses Haus wie ein Königreich geführt hatte sie auf das vorbereitet, was als nächstes geschah. Bleiben Sie heute bei Cecilies Geschichte, denn sie handelt nicht nur von einer Frau, die gedemütigt wurde. Sie handelt von dem Moment, in dem eine Frau endlich aufhört, am Küchentisch zu sitzen und sich einen eigenen baut. Die Lehre aus der Geschichte. Das Kraftvollste, was eine Frau tun kann, ist aufzuhören, sich für Menschen kleiner zu machen, die ihr sowieso nie Platz gemacht hätten. Die Bedeutung der Geschichte. Cecilies Geschichte ist für jede Frau, die jemals gelächelt und gerne gesagt hat, als jeder Teil von ihr etwas ganz anderes sagen wollte. Für jede Frau, die am Beistelltisch saß und sich sagte, dass es in Ordnung sei. Für jede Frau, die jemanden vollkommen liebte und feststellte, dass diese totale Liebe, die man der falschen Person schenkt, einen am Stillen alles kosten kann. Ihre Karriere, ihr Selbstvertrauen, ihre Stimme, ihr Gefühl dafür, was sie wirklich verdienen. Diese Geschichte verspricht ihnen keinen Milliardärbruder. Sie verspricht ihnen etwas Ehrlicheres als das. Sie verspricht, dass der Moment der Klarheit kommen wird, dass er in einem unerwarteten Raum, zu einer unerwarteten Zeit, in Form von kaltem Wasser, einem verschlossenen Badezimmer oder einem Krankenhausflur um 4 Uhr morgens kommen wird, dass der Moment unbequem und aufschlussreich sein wird und sie etwas kosten wird, das sie zu brauchen glaubten und dass auf der anderen Seite, wenn sie ihn durchqueren und nicht zurückblicken, ein Tisch mit ihrem Namen steht, den sie selbst gebaut haben, mit den Menschen, die sich wirklich entschieden haben zu bleiben. Wenn Cecilies Geschichte sie berührt hat, wenn sie am Küchentisch, bei der 3 Uhr morgens Liste, in dem Moment, als sie endlich auflegte, zustimmend genickt haben, dann wissen Sie bereits, warum solche Geschichten wichtig sind. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar und erzählen Sie uns, welcher Moment in dieser Geschichte Sie am meisten berührt hat. Wir lesen jeden einzelnen. Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, abonnieren Sie, denn jede Woche bringen wir Ihnen Geschichten von Frauen, die durchs Feuer gingen und etwas Wertvolles mit nach Hause nahmen. Teilen Sie diese Geschichte mit jemandem, der sie heute hören muss. Wissen Sie, wer es ist? Schicken Sie ihr das Video. Und wenn Ihnen diese Geschichte etwas gegeben hat, ein bisschen Mut, ein bisschen Klarheit oder auch nur das Gefühl, verstanden zu werden, klicken Sie auf den »Gefällt mir« Button. Es dauert nur 1 Sekunde und hilft dieser Geschichte, die nächste Frau zu erreichen, die sie braucht. Wir sehen uns am nächsten Video. Besteck klirrte gegen feines Porzellan. Lachen schwebte den Flur entlang. Warmes, einstudiertes Lachen, die Art, die von Menschen kommt, die sich seit Jahren kennen und nichts zu beweisen haben. Und dann durchdrang eine Stimme all das, leise, überlegt, perfekt moduliert. Ich nehme an, Lukas hat Ihnen gesagt, dass Sie heute den Nebeneingang benutzen sollen, Cecilie. Wir haben einen vollen Tisch. Cecilie Keller stand am Türrahmen des Esszimmers ihrer Schwiegermutter und rührte sich nicht. Sie war am 7. Monat schwanger. Ihre Füße schmerzten von der Fahrt. Sie trug das blaue Wickelkleid, das Nora ihr vor 2 Wochen ausgesucht hatte. Das Kleid, in dem sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, wie sie selbst fühlte. Ihre Hände fanden den Türrahmen, ihre Finger gruben sich ins Holz, ihr Baby trat einmal kräftig. Es war ihr nicht gesagt worden, dass der Tisch voll sein würde. Lukas' genaue Worte an diesem Morgen, als er Kaffee trank und auf sein Telefon schaute, waren diese gewesen: Nur Mama und Papa, Räuspern, nichts Formelles, vielleicht 1 Stunde. Im Esszimmer saßen 11 Personen. Cecilie zählte sie unwillkürlich. Das war etwas, was sie immer getan hatte. Dinge zählen, Schritte zählen, Atemzüge zählen,
die Anzahl der Male zählen, die Dorothea erwähnt hatte, dass Cecilies Heidelbeer-Rezept ein netter Versuch sei. 11 Mal in 4 Jahren hatte sie gezählt. 11 Personen saßen ihr am Esszimmer und am Ende des langen Nussbaumtisches. Auf dem Stuhl, auf dem Cecilie 4 Jahre lang gesessen hatte. Dem Stuhl, den Dorothea ihr immer zugewiesen hatte, weil er der Küche am nächsten und so praktisch war, saß eine Frau namens Lea Roth. Lea trug einen cremefarbenen Kaschmirpullover. Ihr dunkles Haar war perfekt gestylt. Sie sah Cecilie von der anderen Seite des Zimmers mit einem Ausdruck an, der nicht Schuld war. Er war nicht Scham, er war nicht einmal Überraschung, er war etwas, das dem Triumph sehr nahe kam. Cecilies Blick wanderte von Lea zu ihrem Mann. Lukas stand am Sideboard mit einem Glas Sprudelwasser in der Hand und sprach mit seinem Cousin Urs. Er lachte über etwas, das Urs gesagt hatte. Ihre Augen wanderten zur Tür. Sie fanden Cecilie. Etwas veränderte sich in seinem Gesicht. Es war nicht direkt Schuld, eher der besondere Ausdruck eines Mannes, der darauf gewartet hatte, dass sich ein Problem von selbst löst und gerade begriffen hat, dass dies nicht geschehen wird. Er rührte sich nicht. Er stellte sein Glas nicht ab. Er ging nicht auf sie zu. Er sagte ihren Namen nicht. Sie dachte, er wusste es. Sie dachte, natürlich wusste er es. Sie dachte, ich bin 40 Minuten gefahren und habe mein bestes Kleid angezogen. Und er wusste, dass sie auf meinem Stuhl sitzen würde. Douglas Keller erhob sich von seinem Platz am anderen Ende des Tisches. Lukas Vater war ein Mann mit traurigen, festen Augen. Einmal hatte er Cecilie auf der Einfahrt nach einem besonders schwierigen Ostern gesagt, sie sei eine gute Frau, und er meinte es ernst. Sie hatte diesen Satz 2 Jahre lang mit sich getragen. »Cecilie, Liebes«, sagte Douglas, »kommen Sie herein, lassen Sie mich Ihnen einen geeigneten Platz finden.« »Es ist in Ordnung, wo sie ist, Douglas.« Dorotheas Stimme war nicht grausam. Das war das Besondere an Dorothea. Sie war nie grausam auf eine Weise, die man direkt benennen konnte. »Cecilie, wir haben den Küchentisch als zusätzlichen Sitzplatz vorbereitet. Sie werden es dort viel bequemer haben, weniger Lärm. Besser für das Baby, besser für das Baby.« Ceci sah den Küchentisch an, analysierte den Kommentar von allen Seiten, wie sie es immer mit Dorotheas Aussagen tat. Sie suchte nach der großzügigen Interpretation. Sie versuchte immer, zuerst die großzügige Interpretation zu finden. Heute konnte sie keine finden. Sie lächelte, sagte, »Gerne.« Sie ging in die Küche, zählte ihre Schritte. 1, 2, 3, 4. Sie erlaubte sich nicht zu weinen, bis sie um die Ecke bog und neben dem Kühlschrank stand, eine Hand auf seiner kalten, weißen Oberfläche. 3 Atemzüge ein, 3 Atemzüge aus. Die Küche roch nach Dorotheas Braten. Er würde perfekt sein. Alles, was Dorothea tat, war perfekt. Cecilie war nie in der Lage gewesen, einen Braten zuzubereiten. Diese Tatsache war sanft und ohne Bosheit 11 Mal in 4 Jahren Ehe erwähnt worden. Das hatte sie auch gezählt. Sie setzte sich an den Küchentisch. Es war ein kleiner Tisch, eher eine Arbeitsfläche, die man zum Sortieren der Post und zum Ablegen von Einkaufslisten benutzte. Es gab ein einziges Gedeck, einen Teller, ein Wasserglas, ein Besteckset. Jemand hatte es vorbereitet, bevor sie ankam. Jemand hatte erwartet, dass sie hier allein an diesem Tisch sitzen würde. Dies war geplant worden. Ihr Baby trat wieder, diesmal eine langsame, rollende Bewegung, als würde es eine Frage stellen. Cecilie legte beide Hände auf ihren Bauch. »Ich weiß«, sagte sie leise. »Ich weiß.« Sie nahm ihr Telefon, entsperrte es, schaute auf den Bildschirm, sperrte es wieder. Es gab in diesem Moment nichts Nützliches mit ihrem Telefon zu tun. Sie hatte keine Worte für das, was sie gerade gefunden hatte. Noch nicht. Sie legte es mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch. Durch die Durchreiche, über die Küchentheke, drangen die Geräusche des Esszimmers. Das Klirren der Gläser, die besondere Wärme von Menschen, die zueinander gehören, essen und lachen und Teller um einen Tisch herumreichen. Sie hatte 4 Jahre an diesem Tisch gesessen. Sie hatte den richtigen Wein mitgebracht, die Tischdekoration gelobt, zur richtigen Zeit gelacht und zu anderen Zeiten geschwiegen und immer genau den Raum eingenommen, der ihr gegeben wurde und keinen Zentimeter mehr. Sie dachte an die Beförderung, die ihr am Vorjahr angeboten worden war. Sie und Lukas würden umziehen. Vicedirektorin, eine Position, die sie seit ihrem 2. Unterrichtsjahr angestrebt hatte. Sie hatte sie abgelehnt, weil Lukas' Firma die Stadt wechselte und sie gedacht hatte, wir sind ein Team. Paare treffen Entscheidungen gemeinsam. Sie dachte jetzt an diese Entscheidung, allein am Küchentisch, mit dem Geruch eines perfekten Bratens in der Luft. Sie nahm ihr Wasserglas, hielt es mit beiden Händen und atmete. Die Durchreiche war einen Spalt offen, und dann, durch diesen Spalt schwebend, kam Dorotheas Stimme, hell, warm, die Stimme, die sie für die Menschen benutzte, die sie ausgewählt hatte. »Lea, ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie, egal was passiert, immer einen Platz an diesem Tisch haben werden.
Egal was passiert. Cecilie stellte ihr Wasserglas sehr vorsichtig ab. Räuspern, ihre Hand zitterte. Egal was passiert. Sie sah das einzige Gedeck vor sich an. Ein Teller, ein Glas, ein Besteckset. Egal was passiert. Sie verstand jetzt, dass sie nicht an den Küchentisch gesetzt worden war, weil es dort ruhiger war. Sie war hierher gesetzt worden, weil Dorothea bereits entschieden hatte, was als nächstes geschehen würde. Räuspern. Und was auch immer das sein mochte, es schloss Cecilie nicht am Familientisch ein. Das Baby war ganz still. Ceci legte die Hand auf ihren Bauch und wartete. Die Küchentür öffnete sich. Das Scharnier machte sein bekanntes Geräusch, ein sanftes Einrasten und Lösen, das Cecilie in diesem Haus dutzende Male gehört hatte. Sie wusste ohne hinzusehen, dass es Lukas war. Sie wusste es an der besonderen Art und Weise, wie sich die Luft am Raum veränderte, wenn er einen Raum betrat. Cecilie, seine Stimme war leise und vorsichtig. Es war die Stimme, die er benutzte, wenn er etwas managt, anstatt mit ihr zu sprechen. Können wir das heute nicht machen? Sie hatte kein einziges Wort gesagt, seit sie die Küche betreten hatte. Sie hatte einfach nur gesessen. Sie sah ihn jetzt an. Er hielt immer noch sein Glas Sprudelwasser. Ich wusste nicht, dass sie hier sein würde, sagte er. Cecilie wusste immer, wann Lukas log, nicht wegen der großen Dinge. Bei den großen Dingen war er vorsichtig. Sie wusste es wegen der kleinen. Der leichte aufsteigende Ton am Ende eines Satzes, als wäre es eine Frage, die er von ihr beantwortet haben wollte. Die Art, wie seine Augen zu ihrer Stirn wanderten statt zu ihren Augen, wenn er unsicher war. Er schaute auf ihre Stirn. Jetzt stellte sie ihre erste Frage leise. Wie lange kommt Lea schon zu deiner Mutter nach Hause? Lukas Kiefer bewegte sich. Er verlagerte sein Gewicht. Es ist eine Arbeitssituation und Mama hat das ganze Team eingeladen. Das ganze Team, sagte Cecilie. Wie viele Leute aus deinem Team sitzen gerade an diesem Tisch? Stille. Eine, sagte Cecilie. Nur sie. Wie lange, Lukas? Er schwieg einen Moment, ein Moment, der sich zu lang dehnte. Seit August, sagte er. Ceci reagierte nicht. Sie rechnete unwillkürlich, sie konnte nicht anders. August, jetzt war die 2. Märzwoche, 7 Monate. Lea Roth war 7 Monate lang ein willkommener Gast am Haus von Dorothea Keller gewesen. Dieselben 7 Monate, in denen Cecilie schwanger gewesen war. Sie war in diesem Zeitraum 14 Mal in diesem Haus gewesen. Sie hatte 2-mal zuvor am Küchentisch gesessen. Zusätzliche Sitzplätze, hatte Dorothea beide Male gesagt. Wie praktisch, hatte Cecilie beide Male gedacht und es hingenommen. Sie hatte die richtigen Dinge nicht hingenommen. Deine Mutter weiß Bescheid? Fragte Cecilie. Über dich und Lea? Lukas wurde ganz still. Es gibt nichts zu wissen, das habe ich dich nicht gefragt. Das Schweigen war diesmal länger, schwerer, es hatte Gewicht und Textur. Cecilie saß darin und las es so, wie sie einen Raum schon immer lesen konnte. Sie war 6 Jahre lang Lehrerin gewesen. Sie wusste genau, was ein so langes, geladenes Schweigen bedeutete. Dorothea wusste es. Dorothea hatte es immer gewusst und der Küchentisch war nie ein zusätzlicher Sitzplatz gewesen. Er war eine Begrenzung gewesen, ein Ort, um die unbequeme Ehefrau abzustellen, während die bevorzugte Frau am Familientisch saß und Dorothea sagen hörte, sie werden immer einen Platz hier haben. Cecilie sagte es leise, fast zu sich selbst. Eine Feststellung, keine Anklage. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Lukas zuckte zusammen. Sie sah ihn genau an. Diesen Mann, den sie vor 4 Jahren in einem Garten am Juni geheiratet hatte. Seine Mutter weinte in der ersten Reihe und Nora an ihrer Seite in einem gelben Kleid. Diesen Mann, der ihr auf einem Dach einen Heiratsantrag gemacht und bei der Operation ihres Vaters ihre Hand gehalten und ihr einmal, nur einmal, aber sie hatte es sich gemerkt, gesagt hatte, dass sie das Einzige in seinem Leben sei, worüber er sich völlig sicher sei. Sie fragte sich, wann er aufgehört hatte, sich sicher zu sein. Sie fragte sich, ob er es überhaupt jemals gewesen war. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie hier sein würde?« fragte Cecilie. Er stockte. Er begann von Neuem. Ich dachte, es wäre nichts. Du dachtest, es wäre nichts, Cecilie. Du dachtest, es wäre nichts, wiederholte sie. Nicht wütend, nur klarstellend. Du dachtest, ich würde zu deiner Mutter nach Hause kommen. Ich würde Lea auf meinem Stuhl sitzen sehen und es würde nichts passieren. Er sah sie auf die Stirn. Sie dachte an Dezember. Sie hatte eine Textnachricht auf seinem Telefon gefunden. Sie hatte nicht danach gesucht. Sie hatte versehentlich das falsche Telefon genommen, als sie am Dunkeln über den Nachttisch griff. Die Nachricht war kurz gewesen. Der Name eines Restaurants, eine Uhrzeit, ein einziger Kuss-Emoji. Sie hatte das Telefon weggelegt und lange in der Dunkelheit gelegen. Am Morgen hatte sie ihn danach gefragt. Er hatte gesagt, es sei ein Geschäftsessen gewesen, etwas von einem Kunden, das Lea arrangiert hatte. Er hatte es so gesagt, wie er Dinge sagte, die wahr waren, ohne den aufsteigenden Ton,
ohne den Blick auf die Stirn. Sie hatte ihm geglaubt, weil sie es brauchte. Jetzt verstand sie, dass sie es brauchte, weil die Alternative, mit dieser Erkenntnis am 7. Monat schwanger in der Küche zu sitzen, etwas war, worauf sie am Dezember nicht vorbereitet gewesen war. Sie war nicht sicher, ob sie jetzt darauf vorbereitet war, aber sie hatte keine Wahl mehr. »Deine Mutter hat sie heute speziell eingeladen, weil ich kam?« fragte Cecilie. Lukas Schweigen war ihre Antwort. Ihr Telefon vibrierte auf dem Tisch. Sie sah es an. »Nora, du bist ganz still geworden, und das ist nie ein gutes Zeichen. Ich muss rüberkommen, weil... Ich komme jetzt rüber.« Sie lächelte fast. Sie war gerade dabei, eine Antwort zu tippen. »Mir geht's gut«, als der Ton sie gleichzeitig durch die Durchreiche und die angelehnte Küchentür erreichte. Kein Poltern, kein Schrei, ein bewusstes, unverkennbares Geräusch von Flüssigkeit, die platschte. Und dann die Stimme von Douglas Keller, scharf, verletzt, ganz untypisch für ihn. »Dorothea, jetzt reicht's.« Und dann Stille, eine andere Stille als zuvor, fassungslos und elektrisch. Cecilie bewegte sich bereits zur Tür. Alles begann, weil Cecilie zurückkam. Sie hatte ihren Namen aus Douglas' Mund gehört. Sie hatte die scharfe Stille gehört, die seiner Stimme folgte. Die Stille von 11 Menschen, die den Atem anhielten, und etwas in ihr, etwas, das 4 Jahre lang gefällig, vorsichtig und dankbar gewesen war, hatte eine stille Entscheidung getroffen. Sie würde nicht länger in der Küche sitzen. Sie öffnete die Küchentür und trat zurück ins Esszimmer. Offenbar hatte Lea gerade gesprochen, als Cecilie hereinkam. Über das Babyzimmer, die Farbe, die Cecilie und Lukas für die Wände gewählt hatten, ein blasses Grün, kaum ein Hauch von Farbe und das Kinderbett, das sie bestellt hatten. Details, die Lea nicht hätte wissen sollen, Details, die nur von Lukas hätten kommen können. Der Raum wurde still, als Cecilie am Türrahmen erschien. Dorothea stand bereits. Später würde Cecilie versuchen, sich genau zu erinnern, worauf sie in der halben Sekunde, bevor es geschah, geschaut hatte. Sie glaubte, es könnte Lukas' Gesicht gewesen sein. Sie glaubte, sie könnte beobachtet haben, ob er sich endlich bewegen würde, ob er endlich den Raum durchqueren würde, ob er endlich zwischen seine Mutter und seine Frau treten würde, wie sie es 100 Mal gebraucht und er nie getan hatte. Sie erfuhr es nicht, denn Dorothea streckte sich über den Tisch. Sie nahm die gläserne Wasserkaraffe mit beiden Händen, bewusst, fest. Sie goss, nicht versehentlich, nicht in einem Moment des Kontrollverlusts. Sie goss, wie sie alles tat, mit völliger Gelassenheit und absoluter Absicht. Ein langer, gemütlicher Bogen kalten Wassers, der Cecilies linke Schulter traf und ihr über die Brust lief, das blaue Wickelkleid von der Schulter bis zur Hüfte durchnässend. Der Raum wurde still, nicht die elektrische Stille von Momenten zuvor, eine andere, bis ins Mark fassungslose. Das Wasser war sehr kalt. Cecilie stand völlig still. Sie spürte, wie sich die Kälte auf ihrer Haut ausbreitete. Sie spürte, wie ihr Kleid an ihr klebte, schwer und nass. Sie spürte, wie sich das Baby bewegte. Ein ruckartiger, erschrockener Tritt, die Art, die ihre Tochter machte, wenn etwas Plötzliches in der Nähe geschah. Sie stand still und spürte all diese Dinge und sprach nicht. Dorothea stellte die leere Karaffe mit einem kleinen, präzisen Klicken auf den Tisch. »Ich glaube, es ist Zeit für Sie zu gehen, Cecilie«, sagte sie. Ihre Stimme war gemessen, bedauernd, fast so, als würde sie das Wetter kommentieren. Sie haben eine Szene gemacht, seit Sie angekommen sind. Eine Szene gemacht. Sie hatte allein in der Küche gesessen. Lukas hatte sich nicht gerührt. Er stand genau in derselben Position, in der er gewesen war, als sie durch die Haustür kam. Glas in der Hand, Füße fest auf dem Boden, Augen auf sie gerichtet mit diesem Ausdruck, den sie jetzt vollständig erkannte, dem Ausdruck eines Mannes, der die Konsequenzen seiner Entscheidungen herannahen sieht und feststellt, dass er nicht gerüstet ist, ihnen zu begegnen. Douglas stand auf. Sein Gesicht war grau und seltsam geworden. Er sah aus wie ein Mann, der gerade etwas miterlebt hatte, das er niemals rechtfertigen konnte. Lea war sehr still. Sie schaute nicht Dorothea an. Sie schaute Cecilie an. Und ihr Ausdruck, Cecilie würde später darüber nachdenken, war kein Triumph, keine Genugtuung. Es war etwas, das von der anderen Seite eines Tisches voller schockierter, stiller Menschen sehr nach Scham aussah. Cecilie sah sich am Raum um und lachte dann. Es kam von irgendwoher unerwartet, nicht hysterisch, nicht zerbrochen. Das besondere Lachen von jemandem, der gerade eine Information erhalten hat, die er brauchte und nicht glauben kann, wie lange es gedauert hat, bis sie ankam. Sie drehte sich um und verließ das Esszimmer. Sie ging durch die Küche, nahm ihre Tasche vom Küchenstuhl. Sie wusste immer, wo ihre Tasche war. Ihre Mutter, Caroline, hatte es ihr mit 17 gesagt, wissen Sie immer, wo Ihre Tasche ist. Eine Frau muss gehen können. Sie ging ins Bad am Erdgeschoss und schloss die Tür ab. Sie setzte sich auf den Badewannenrand, vollständig bekleidet, durchnässt, am 7. Monat schwanger, saß um 14 Uhr an einem Sonntagnachmittag am März
auf Dorothea Kellers Badewannenrand. Das Bad roch nach teurer Seife, Sandelholz, etwas Importiertem von irgendwoher, das mehr kostete, als es sollte. Die Fliesen waren kalt durch ihr nasses Kleid. Sie legte eine Hand auf ihren Bauch. Das Baby bewegte sich wieder, langsam und wellenförmig, diesmal nicht erschrocken, eine beruhigende Bewegung, als würde ihre Tochter sagen, »Ich bin hier, mir geht es gut. Uns geht es gut«, sagte Cecilia laut. Zu ihrer Tochter, zum verschlossenen Badezimmer, zu niemandem, »Uns geht es gut«. Sie saß dort und atmete ein und aus. Ein und aus. Sie zählte 4 Minuten auf der Uhr über der Toilette. Sie gönnte sich 4 Minuten, dann nahm sie ihr Telefon. 3 verpasste Anrufe von Nora. Sie rief sie zurück. »Cecilia«, Noras Stimme war bereits halb alarmiert. »Du bist ganz still geworden. Und das ist, du klingst komisch. Was ist passiert?« »Sie hat Wasser über mich geschüttet. Sie, die ganze Karaffe. Ich bin am Badezimmer. Mein Kleid ist ruiniert.« Es herrschte Stille bei Nora, die sich sehr von den Schweigen am Esszimmer unterschied. Dies war die Stille einer Frau, die zwischen mehreren extrem starken Antworten wählte und sorgfältig auswählte. »Ich rufe Mark an«, sagte Nora. »Nein, Nora, bitte tu das nicht. Ich will nicht, Cecilia. Ich kann das alleine schaffen. Ich brauche nur 1 Minute »Ich rufe Mark an«, sagte Nora mit der Stimme, die bedeutete, dass sie bereits entschieden hatte und das Gespräch eine Höflichkeit war. »Du kannst später wütend auf mich sein. Ich werde es hinnehmen.« Die Leitung war tot. Cecilia hielt ihr Telefon und sah sich am Spiegel über dem Badezimmerwaschbecken an. Ihr Kleid war auf der linken Seite vom Wasser dunkel. Ihre Haare waren größtenteils trocken geblieben. Ihr Gesicht war ruhig. Sie bemerkte es mit einiger Überraschung. Sie hatte erwartet, dass ihr Gesicht so aussehen würde, wie sie sich fühlte. Erschöpft, zerbrochen, am Ende von etwas. Stattdessen sah sie aus wie eine Frau, der gerade etwas gesagt worden war, was sie bereits wusste, und die nun entschied, was sie mit dieser Information anfangen würde. Das war, dachte sie, genau das, was geschehen war. Ihr Telefon klingelte. Sie hob nach dem zweiten Klingeln ab. Sie hörte ihn, bevor sie Zeit hatte, darüber nachzudenken, was sie sagen sollte. Ceci, ein Wort, ihr Name. Die kurze Version, die Kinderversion, die Version, die nur Mark und Caroline und ihr Vater, der vor 3 Jahren verstorben war, benutzten, und etwas in Cecilies Brust, das in der letzten Stunde sehr eng gewesen war, löste sich leicht und vorsichtig. »Mark«, sagte sie, »es ist etwas passiert.« »Ich weiß«, sagte er. Sie runzelte die Stirn vor dem Spiegel. »Nora hat dich gerade angerufen.« »Es war nicht Nora.« Sie wurde still. »Ich muss dir etwas sagen«, sagte Mark. Seine Stimme hatte die besondere Qualität, die sie annahm, wenn er seine Worte mit Präzision wählte. Er war immer präzise. Das hatte ihn am Geschäft außergewöhnlich und gelegentlich als Bruder schwierig und in einer Krise absolut zuverlässig gemacht. »Ich hätte es dir früher sagen sollen. Ich habe gewartet, bis du bereit bist. Ich frage dich jetzt, bist du bereit?« Cecilia sah die Frau am Spiegel an. Nasses Kleid, feste Augen. »Ja«, sagte sie. Mark wusste seit 6 Wochen von Lea, nicht von einem Privatdetektiv, nicht über formelle Kanäle. Mark hatte Leute, diskrete und vorsichtige Leute, deren Aufgabe es war, Dinge zu wissen. Und als Cecilia zu Thanksgiving nach Hause gekommen war, mit diesem besonderen Blick, den er von ihr kannte, als sie 9 war und versuchte, niemandem zu zeigen, dass etwas nicht stimmte, hatte er angefangen, aufzupassen. Er hatte Optionen geschaffen. »Nicht einen Fall«, sagte er, »Optionen für den Fall, dass sie wollte.« »Was wäre, wenn ich mich entschieden hätte, zu bleiben?«, fragte Cecilia. »Versucht hätte es zu überwinden. Dann hätte ich alles gelöscht«, sagte Mark und nie etwas davon erwähnt. Sie glaubte ihm vollkommen. »Rühr dich nicht«, sagte er. »Ich bin in 20 Minuten da.« Er war in 19 da. Cecilia hörte das Klingeln von drinnen aus dem Bad. Sie hörte Dorotheas Schritte auf dem Flur, das besondere Geräusch ihrer niedrigen Absätze auf dem Holz, gemessen, autoritär. Der Gang einer Frau, die ihre Umgebung absolut unter Kontrolle hat. Sie hörte, wie die Haustür geöffnet wurde. Sie hörte Marks Stimme. »Wo ist meine Schwester?« Cecilia öffnete die Badezimmertür und trat auf den Flur. Sie konnte die Eingangshalle von dort sehen, wo sie stand. Mark stand in der Tür. Er trug den dunklen Mantel. Er hatte den Ausdruck am Gesicht, den sie in ihrem Leben genau 3-mal gesehen hatte. Einmal, als ein Junge in der Schule sie in der 6. Klasse gegen einen Spind stieß, einmal, als ihr Vater seine Diagnose erhielt, und einmal, als sie vor 6 Jahren Mark um Mitternacht von einem Parkplatz aus angerufen hatte, den sie nicht erkannte, und ihm sagte, dass sie nicht wusste, wie sie dorthin gekommen war. Dieser Blick bedeutete, ich bin völlig ruhig und ich werde mich darum kümmern. Dorothea hatte ihre Fassung wiedergewonnen. Sie stand in der Eingangshalle in ihrer Sonntagskleidung und mit dem Kinn in ihrer gewohnten Haltung. Sie sah Mark mit dem Ausdruck an, den sie ihm gegenüber immer benutzt hatte,
eine leichte, gemessene Herablassung, als wäre sein Erfolg etwas, das sie gnädig anerkannt, aber nicht beeindruckt hatte. Herr Sommer, ihre Stimme war sanft, warm, fast. Ich weiß nicht, was Cecilie Ihnen erzählt hat, aber dies ist eine Familienangelegenheit, und ich würde Sie bitten, das zu respektieren. Sie sagte mir, sagte Mark, dass Sie eine Karaffe kaltes Wasser über sie geschüttet haben. Es gab einen Unfall. Sie ist am 7. Monat schwanger. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Ihr Enkelkind, sagte Mark, in dieser Frau ist, der Frau, über die Sie gerade in Ihrem Esszimmer vor 11 Leuten kaltes Wasser geschüttet haben. Er machte eine Pause. Ich möchte sicherstellen, dass wir dasselbe Ereignis beschreiben. Dorotheas Fassung zerbrach nicht. Das war eine ihrer echten Fähigkeiten. Aber etwas hinter ihren Augen veränderte sich leicht, kalibrierte sich neu. Sie bewertete neu. Cecilie hatte sie das 100-mal bei anderen Leuten tun sehen und war ihr am Gegenzug nie in der Lage gewesen, schnell genug neu zu bewerten. Mark konnte es. Mark war bereits 3 Züge voraus. Wenn Cecilie möchte, Ceci kommt mit mir, sagte Mark. Sie bleibt heute Nacht bei mir. Haben Sie Einwände? Lukas erschien am Ende des Flurs. Er hatte sein Glas abgestellt. Er stand endlich mit den Händen an den Seiten da und schaute zwischen seiner Mutter und seinem Schwager hin und her mit dem Ausdruck eines Mannes, der sein ganzes Leben zwischen 2 Kräften verbracht und nie gelernt hat, selbst eine zu sein. Mark, sagte er, ich verstehe, dass du besorgt bist, aber wenn du mich lassen würdest, du hast zugelassen, dass deine Mutter kaltes Wasser über deine schwangere Frau schüttet, sagte Mark. Und dann standest du einfach da. Der Flur war sehr still. Lukas öffnete den Mund, schloss ihn. Es gab nichts dazu zu sagen, denn es war vollkommen wahr. Und jeder auf dem Flur, einschließlich Lukas, verstand, dass es vollkommen wahr war. Ich werde Ihnen etwas sagen, sagte Mark zu Dorothea, weil ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, was jetzt passieren wird. Und ich möchte, dass Sie es verstehen, nicht für mich, sondern für Sie. Er hob die Stimme nicht, er brauchte es nicht. Mark hatte ein 900 Millionen Franken Unternehmen aufgebaut, in dem er genau verstand, wie viel Kraft jede Situation erforderte und sie präzise anwandte. Er wandte sie jetzt an. Er erklärte kurz und emotionslos, dass er am Montagmorgen ein Treffen mit einem Anwalt namens Herr Gerber hatte, dass Herr Gerber mit der Finanzstruktur des Keller Familientreuhandfonds vertraut war, dass bestimmte Aktivitäten in den letzten 8 Monaten von besonderem Interesse für Herrn Gerber waren, dass nichts davon unangenehm sein musste, aber dass es gründlich sein würde. Dorothea sagte nichts. Ihr Gesicht sagte verschiedene Dinge, die sie zu kontrolliert war, um sie laut auszusprechen. Cecilie ging zur Haustür. Sie hatte ihre Tasche, sie hatte ihre Schlüssel, sie hatte die Karte, die Douglas ihr in die Hand gedrückt hatte, als sie an ihm am Flur vorbeiging. Sie hatte sie noch nicht angesehen. Sie hatte ihre 7 Monate alte Tochter fest und präsent unter ihrer Hand. An der Tür ging sie an Douglas vorbei. Er stand leicht abseits der anderen, am Schatten der Treppe, mit dem Blick eines Mannes, der ein langsames Desaster beobachtet, das er nicht rechtzeitig verhindern konnte. Er war kein schlechter Mann, das hatte sie immer gewusst. Er war ein Mann, der den anhaltenden und besonderen Fehler gemacht hatte, 35 Jahre lang Bequemlichkeit über Mut zu wählen und der nun die Konsequenzen dieser Wahl lebte. Sie hasste ihn nicht dafür, sie verstand ihn. Er hatte ihr eine Karte gegeben. Sie würde sie am Auto ansehen. Es tut mir leid, Cecilie, sagte Douglas leise, so räuspernleise, dass sie es kaum hörte. Er berührte kurz ihren Arm, als sie vorbeiging. Draußen war die Märzwärme kalt und scharf gegen ihr nasses Kleid. Mark führte sie zu seinem Auto, ohne sie zu berühren, nah genug, um einzugreifen. Falls sie stolperte, weit genug, um ihr die Würde zu geben, allein zu gehen. So war er schon immer gewesen. Sie stieg ein, er fuhr. 3 Minuten lang sagte er überhaupt nichts, was genau das Richtige war. Er hatte ihr immer zuerst Raum gegeben. Erzähl mir jetzt alles, sagte er. Alles. Von Anfang an. Cecilie sah die Karte in ihrer Hand an. Herr Gerber, Familienanwalt, und auf der Rückseite in Douglas Handschrift. Er ist gut, er ist diskret. Rufen Sie ihn an. Es tut mir leid. Sie steckte die Karte in ihre Tasche, schaute aus dem Fenster auf die vorbeiziehenden Straßen und begann zu sprechen. Sie parkten vor Marks Gebäude. Als er anhielt, hatte sie 22 Minuten lang gesprochen. Sie wusste es, weil sie unwillkürlich auf die Uhr am Armaturenbrett geschaut und die Minuten gezählt hatte, wie sie alles zählte. Mark hatte kein Wort gesagt. Er hatte gefahren und zugehört und die Hände fest am Lenkrad und den Blick nach vorne gerichtet, woran sie wusste, dass er wütend war. Wenn Mark auf diese besondere Weise ruhig war, bedeutete das, dass die Wut sehr tief und sehr kontrolliert war. Das Auto war still. »Wie lange wusstest du es wirklich?« fragte Mark. Das mit Lea. Cecilie sah auf ihre Hände in ihrem Schoß. »Ich habe im Dezember eine SMS gefunden. Auf seinem Telefon, ich habe es versehentlich genommen,
Der Name eines Restaurants, eine Uhrzeit, ein Kuss-Emoji. Was hat er gesagt, als du ihn gefragt hast, was es war? Ein Geschäftsessen. Etwas, das Lea für einen Kunden arrangiert hatte. Sie machte eine Pause. Er sagte es auf die richtige Weise, als wäre es wahr. Hast du ihm geglaubt? Ich habe ihm geglaubt, weil ich es brauchte. Sie wälzte diesen Satz in ihrem Kopf herum. Es klang nach Schwäche, wenn sie ihn laut aussprach. Sie wusste, dass es nicht genau das war. Sie wusste, dass es etwas Komplizierteres als Schwäche war, etwas näher am Überleben. Ich war am 12. Monat schwanger. Ich hatte gerade meine Wohnung aufgegeben, um zu ihm zu ziehen. Ich hatte keinen Job. Ich brauchte, dass es wahr war. Mark nickte einmal. Er sagte nichts, was sie schlechter fühlen ließ, als sie sich ohnehin schon fühlte. Das tat er nie. Sie dachte an die Erinnerungen, die seit dem Badezimmer in ihrem Kopf herumgewirbelt waren. Sie kamen in kurzen, spezifischen Abschnitten, nicht die großen, dramatischen Momente. Davon hatte sie fast keine. Die kleinen. Das erste Weihnachten bei den Kellers, als sie Carolines Heidelbeerrezept mitgebracht hatte und Dorothea es, ohne zu probieren, beiseite geschoben und gesagt hatte, wir haben bei Feiertagen ein System. Sie hatte es weggelacht. Sie hatte Lukas am Auto auf dem Heimweg gesagt, ich glaube, sie mochte es eigentlich. Sie hatte ihren eigenen Trost geglaubt. Die Babyankündigung, der positive Test auf dem Badezimmertresen, Lukas Gesicht, als er hereinkam, die Pause, die einen Moment zu lang gedauert hatte. Dann, nur das. Ja, und dann ich rufe Mama an. Nein, rufen wir zuerst deine Mutter an, seine Mutter, ihre Nachricht zum Teilen. Die Nacht, in der sie am Dunkeln wach gelegen und sein Telefon geöffnet und nach Leas Namen auf Instagram gesucht hatte. Sie hatte Fotos durchgesehen, nach Beweisen für etwas gesucht, das sie gleichzeitig finden und nicht finden wollte. Und dann, weil sie sich für die Suche schämte, hatte sie ihren Browserverlauf gelöscht, als wäre ihr eigener Verdacht etwas, das sie vor sich selbst verbergen musste. Sie erzählte Mark von den Suchen. Er hörte ausdruckslos zu, was bedeutete, dass er wütender war als zuvor. Du hast das alles allein getragen, sagte er. Ich dachte, wenn ich es einfach durchhalten könnte, durch die Schwangerschaft kommen, mich etablieren, einen Punkt erreichen, an dem ich genug Boden unter den Füßen hätte, um das Gespräch zu führen. Seht sie. Ich weiß. Sie drückte die Finger gegen das Fenster. Das Glas war kalt. Draußen war der Nachmittag grau geworden. Ich habe Besseres verdient als das. Sie sagte es dem Fenster. Es war keine dramatische Aussage. Es war einfach die Wahrheit. Ich wusste es schon länger. Ich wusste nur nicht, was ich mit dem Wissen anfangen sollte. Ja, sagte Mark. Nichts weiter, nur das. Sie gingen nach oben. Marks Wohnung war das. Woran sie immer dachte, wenn sie an Mark dachte. Teuer, ohne ostentativ zu sein. Leicht spartanisch, weil ihm der Raum wichtig war, zutiefst gemütlich auf die Art, wie Orte gemütlich sind, wenn jemand sorgfältig darüber nachgedacht hat, was Gemütlichkeit wirklich bedeutet. Er kochte Tee, ohne zu fragen, Kamillentee mit Honig. Er hatte ihn in seiner Wohnung, seit sie 22 war, und damals ihre eigene besondere Krise durchgemacht und 3 Wochen auf seinem Sofa verbracht hatte. Sie saß auf dem Sofa, beide Hände um die Tasse, das Baby bewegte sich, eine lange, langsame, wellenförmige Bewegung an der linken Seite ihres Bauches. Cecilie legte die Hand auf die Stelle und hielt sie dort. Sie ist aktiv, sagte sie zu Mark. Er setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber, sah ihre Hand auf ihrem Bauch. Etwas bewegte sich in seinem Gesicht, beschützend und wild und fast gebrochen, das er wieder in Ruhe brachte. Sie wird ihrer Mutter ähneln, sagte er. Sie saßen eine Weile schweigend da. Die Stadt machte 14 Stockwerke tiefer ihre Geräusche. Ihr Telefonbildschirm leuchtete auf dem Kissen neben ihr. Lukas sah es an. Mark sah es an. Sie legte es mit dem Gesicht nach unten, ohne die Nachricht zu lesen. Er bittet dich, zurückzukommen, sagte Mark. Er bittet mich, es ihm leichter zu machen. Sie schaute auf ihren Tee. Er hat mich immer gebeten, es ihm leichter zu machen. Das habe ich immer getan. Ich bin sehr gut darin. Sie stellte die Tasse auf den Couchtisch. Ich bin fertig damit, gut darin zu sein. Mark sah sie lange an. Was willst du tun? Fragte er. Und Cecilie Keller, die 4 Jahre lang nicht gewusst hatte, was sie wirklich wollte, die so sehr damit beschäftigt gewesen war, zu managen, sich anzupassen und entgegenzukommen, dass ihre eigenen Wünsche zu einer Sprache geworden waren, die sie fast vergessen hatte, setzte sich mit der Frage auseinander. Sie beeilte sich nicht, die Stille mit einer akzeptablen Antwort zu füllen. Sie saß einfach nur damit da und langsam, in der Stille der Wohnung ihres Bruders, mit ihrem abkühlenden Tee und ihrer Tochter, die sich fest unter ihrer Hand bewegte, begann die Antwort Gestalt anzunehmen. Es war 2:47 Uhr morgens. Marks Gästezimmer war dunkel und still. Die Stadt summte 14 Stockwerke tiefer. Die Laken waren von guter Qualität. Mark besaß nichts, was nicht von guter Qualität war, und das Kissen hatte genau die richtige Weichheit, und nichts davon half überhaupt. Cecilie war wach,
Sie war seit 1 wach gewesen. Sie wusste es, weil sie auf die Uhr auf ihrem Telefon geschaut hatte, wie sie es immer um 1 Uhr morgens tat, wenn die Gedanken zu laut wurden, um sie zu ignorieren. Sie öffnete ihre Notizen-App. Sie hatte schon als Kind Listen gemacht. Ihre Mutter, Caroline, hatte es getan und die Mutter ihrer Mutter vor ihr. Wenn die Welt unüberschaubar wurde, schrieb man auf, was man wusste, machte die Fakten sichtbar, sah sie der Reihe nach an und verstand, auf welche man reagieren konnte und welche man einfach ertragen musste. Sie schrieb Dinge, die ich weiß. 1. Lukas hat Lea mindestens seit August gesehen. 2. Dorothea wusste es. Sie weiß es seit Monaten. Sie hat es geplant. 3. Ich wusste es nicht. Ich hatte einen Verdacht. Ich habe mich entschieden, nicht direkt hinzuschauen. 4. Douglas hatte einen Verdacht. Er gab mir die Karte von Herrn Gerber. Er ist nicht völlig nutzlos. 5. Meine Tochter wird in etwa 9 Wochen geboren. 6. Ich habe keinen Job. Ich habe das Unterrichten aufgegeben, als wir wegen Lukas Karriere umzogen. Ich habe seit 14 Monaten nicht gearbeitet. 7. Das Haus gehört uns beiden. Ich habe 40.000 Franken meiner eigenen Ersparnisse in die Renovierung gesteckt. 8. Ich liebe ihn. Ich glaube, ich liebe ihn. Oder ich liebe die Version von ihm, an die ich geglaubt habe. 9. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer ist, einen echten Mann zu lieben, der mich am Stich gelassen hat, oder eine Version zu lieben, die nie ganz existierte. Sie starrte auf die Liste, dachte, ich war so dumm, dann hielt sie inne. Sie hatte sich den ganzen Nachmittag daran gehindert, diesen Gedanken zu haben, nicht weil er genau falsch war, sondern weil er unvollständig war. Sie war nicht dumm gewesen, sie war manipuliert worden. Es gab einen Unterschied. Dumm bedeutete, dass ihr Informationen fehlten, die ihr zur Verfügung gestanden hätten. Ihr fehlten keine Informationen. Ihr war eine sehr sorgfältig ausgewählte Version der Realität von einem Mann gegeben worden, der sehr gut darin war, Realitäten auszuwählen, und einer Schwiegermutter, die seit 62 Jahren Ergebnisse managte. Sie war nicht dumm gewesen, sie war vertrauensselig gewesen. Sie war bereit gewesen, die beste Version der Geschichte, in der sie sich befand, zu glauben. Sie hatte ihn geliebt, und die Liebe hatte sie großzügig mit dem Vorteil des Zweifels gemacht. Sie schloss die Notizen-App, legte sich in die Dunkelheit und erlaubte sich, die Wut richtig zu fühlen, auf die Art, wie sie es sich nicht erlaubt hatte. Nicht die heiße, reaktive Wut des Esszimmers. Die andere Art, die kalte, klärende Art, die kommt, wenn man endlich aufhört, Entschuldigungen für jemanden zu finden und die Situation klar sieht. Er hatte gewusst, dass Lea an diesem Tisch sein würde. Er hatte sie räuspern 40 Minuten mit ihrem besten Kleid fahren lassen. Er hatte einfach dagestanden. Sie dachte an das Dastehen. Sie drehte es um und untersuchte es von allen Seiten. Sie hatte es ein Dutzendmal abgespielt, seit es geschehen war. Lukas, mit seinem Sprudelwasser, seinen fest auf dem Boden stehenden Füßen, seinem Ausdruck eines Mannes, der die Konsequenzen herannahen sah. Sie hatte 4 Jahre lang verstanden, dass Lukas Konflikte zutiefst schwer fielen. Sie hatte deswegen Kompromisse gemacht. Sie hatte die Dinge geglättet, Eskalationen vermieden und die Gefühle seiner Mutter in seinem Namen gemanagt, weil es ihm schwer fiel. Sie hatte es satt, zu managen. Sie hatte es satt, seine Mutter und ihre Gefühle und ihre Bequemlichkeit und den Eindruck zu managen, dass alles in Ordnung sei. Sie hatte es satt, weil sie jetzt verstand, dass in dem Raum, den sie geschaffen hatte, in dem sie all diese Dinge managte, etwas anderes gewachsen war. Etwas, das sie nicht gewählt hatte und wonach sie nicht gefragt worden war. Sie hatte sich immer kleiner gemacht. Und in den Raum, den sie hinterließ, war Lea getreten. Das war der Gedanke, der endlich etwas löste. Nicht Wut auf Lukas, nicht ganz. Wut auf sich selbst. Auf die geduldige, vorsichtige, gefällige Version ihrer selbst, die an einem Küchentisch gesessen hatte und die Anzahl der Male gezählt hatte, in denen ihr Heidelbeer-Rezept herabgewürdigt worden war und nie gesagt hatte, das ist nicht akzeptabel. Ich werde hier nicht sitzen. Nun, sie würde dort nicht mehr sitzen. Um 4 Uhr morgens bemerkte sie, dass sie ihre Tochter seit mehreren Stunden nicht gespürt hatte. Sie wusste, dass das normal war. Sie hatte alle Bücher gelesen. Sie hatte 3 Apps auf ihrem Telefon, die Bewegungsmuster verfolgten, und sie wusste, dass die nächtliche Bewegung abnahm, dass Babys Schlafzyklen hatten, dass Stille um 4 Uhr morgens fast nie ein Grund zur Besorgnis war. Sie blieb völlig still und wartete 1 Minute, 2 Minuten. Nichts. Sie drückte die Hand auf ihren Bauch. »Hey«, sagte sie leise. »Hey, Süße, ich brauche, dass du dich für mich bewegst.« 2 weitere Minuten. Sie stand auf, bevor sie es bewusst entschieden hatte. Sie stand auf Marks Flur, die Hand erhoben, um an seine Tür zu klopfen, bevor sie entschieden hatte, ihn aufzuwecken. Sie hatte beschlossen, das zu regeln. Sie selbst hatte es entschieden. Und dann klopfte ihre Hand trotzdem an die Tür. Weil manche Entscheidungen vom Körper getroffen werden, bevor der Geist Zeit zum Abstimmen hat. Mark öffnete die Tür in 15 Sekunden. Er war bereits halb wach. Sie hatte nicht einmal fest klopfen müssen. Sie sagte,
Ich habe sie nicht gespürt. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nichts ist. Ich kenne die Statistiken. Ich muss ins Spital. Mark sagte, zieh deine Schuhe an. Er zog seinen Mantel in 60 Sekunden an. Das Spital war um 4:45 Uhr morgens ruhig. Die fluoreszierenden Lichter ließen alles leicht abgeflacht, leicht unwirklich erscheinen. Ein Fernseher in der Ecke des Wartezimmers zeigte eine Kochsendung ohne Ton. Eine Krankenschwester am Empfang lächelte Cecilie mit der einstudierten Wärme von jemandem an, der genau das schon 1000-mal gemacht hatte. Um 15 Uhr waren sie in einem Untersuchungszimmer. Frau Dr. Brunner kam um 5:15 Uhr. Sie war Cecilies Geburtshelferin und war es seit dem ersten Termin. Sie war eine präzise, gemessene Frau um die 50, die ihre Lesebrille an einer Kette trug und mit voller Aufmerksamkeit zuhörte. Cecilie mochte sie sofort und hatte ihre Meinung nie geändert. Frau Dr. Brunner machte den Ultraschall selbst. Der Bildschirm füllte sich mit Bewegung. Der Herzschlag war fest, regelmäßig, tief präsent zu hören. 142 Schläge pro Minute. »Es ist in Ordnung«, sagte Frau Dr. Brunner. »Schauen Sie, sie bewegt sich wunderbar. Sie hat sich vielleicht nur gedreht. Ihr Rücken liegt an ihrer linken Seite, was das Gefühl dämpfen kann.« Cecilie sah auf den Bildschirm die Krümmung einer kleinen Wirbelsäule, die Bewegung kleiner Hände, den Herzschlag, diesen festen, zuverlässigen Herzschlag von 142 Schlägen pro Minute, der absolut nichts über Esszimmer und gläserne Wasserkaraffen und Männer wusste, die einfach nur da standen. Sie begann zu weinen. Sie war sich nicht ganz sicher, warum sie weinte. Teils aus Erleichterung. Die Angst, die sich in der letzten Stunde in ihrer Brust festgesetzt hatte, löste sich nun, aber auch wegen etwas anderem, etwas Größerem, Formloserem, das sich lange angesammelt hatte und nun endlich einen Weg nach draußen gefunden hatte. Sie weinte still, so wie sie weinte, wenn sie es tun musste, ohne dass es zu einem Problem wurde. Mark trat auf den Flur. Frau Dr. Brunner setzte sich auf den Rand des Untersuchungstisches neben dem Stuhl, auf dem Cecilie saß. Sie sagte nicht sofort etwas. Sie wartete. »Es tut mir leid«, sagte Cecilie nach einem Moment. »Ich wusste, dass es wahrscheinlich in Ordnung war. Nur, dass Sie das Richtige getan haben, indem Sie gekommen sind«, sagte Frau Dr. Brunner. »Immer. Ich kenne die Statistiken. Statistiken sind um 4 Uhr morgens nicht besonders beruhigend.« Cecilie lachte fast. »Fast. Stress«, sagte Frau Dr. Brunner, ist nicht nichts. Es ist keine Kleinigkeit, was auch immer in Ihrem Leben gerade passiert. Und ich bitte Sie nicht, es mir zu erzählen. Ihr Körper trägt es. Ihr Baby ist in einem Körper, der es trägt. Das ist wichtig. Ich weiß. Ich möchte, dass Sie sich ausruhen, richtig ausruhen, nicht nur in der Dunkelheit liegen und zählen, was Sie wissen. Cecilie sah sie an. Wie? Weil jede Frau, die um 5 Uhr morgens dort sitzt, wo Sie sitzen, in der Dunkelheit gelegen und etwas gezählt hat. Frau Dr. Brunner nickte. »Was brauchen Sie wirklich, Cecilie? Nicht, was sollten Sie tun? Was brauchen Sie?« Die Frage kam anders an, als Fragen es sonst taten. Es gab keine erwartete Antwort. Sie war einfach offen, wartend, geduldig. Cecilie dachte lange darüber nach. »Ich muss aufhören, eine Frau zu sein, der Dinge passieren«, sagte sie. Frau Dr. Brunner sah sie an, nicht überrascht, nicht bewegt, eine beruhigende Rede zu halten. Einfach fest, bestätigt. »Sicher, dann fangen Sie an«, sagte sie. Sie ging, um die Entlassungspapiere zu holen. Mark kam mit 2 Tassen Spital-Kaffee zurück. Sie waren furchtbar. Er reichte ihr eine, ohne sich zu entschuldigen. Sie nahm sie und legte beide Hände um die Tasse. Und sie saßen in den Plastikstühlen des Untersuchungszimmers, während das Spital seinen ruhigen Gang ging. »In Ordnung«, sagte Mark. »In Ordnung«, sagte Cecilie. Sie saßen eine Weile. Am Ende des Flurs öffnete sich eine Tür. Ein neues Geräusch drang in die Welt. Das Geräusch eines frisch angekommenen Babys, das seine ersten Meinungen lautstark kundtat. Cecilie hörte es. Mark schaute auf den Boden. »Mark, ja, ich möchte Herrn Gerber morgen früh anrufen.« »Ich kümmere mich darum«, sagte er. Ohne Drama, ohne, »Ich hab's dir doch gesagt«, nur das. Sie tranken ihren furchtbaren Kaffee in der Stille des Spitals, während draußen vor den Fenstern die Stadt langsam ihre Bewegung in den Morgen begann. Der Himmel veränderte sich kaum, nur eine leichte Verschiebung in der Dunkelheit, ein Hinweis auf etwas Kommendes. Cecilies Telefon vibrierte. Sie sah es an und erwartete Lukas. Es war nicht Lukas. Der Name auf dem Bildschirm war Lea Roth. Sie starrte lange darauf. Mark neben ihr sagte nichts. Er sah das Telefon sehr sorgfältig nicht an. Sie öffnete die Nachricht. »Ich glaube, wir sollten reden, nur wir beide. Ich weiß, Sie haben keinen Grund zuzustimmen, aber es gibt Dinge, die Sie wissen sollten, die Lukas Ihnen nicht erzählt hat. Es tut mir leid wegen heute Abend. Es tut mir so vieles leid.« Sie las es 2-mal. Sie zeigte es Mark. Er las es einmal. Sein Gesicht verriet nichts. Antworte ich?
fragte Cecilie. Das, sagte Mark vorsichtig, ist ganz ihre Entscheidung. Sie sah die Nachricht noch lange an. Dann steckte sie das Telefon in ihre Tasche. Zuerst würde sie schlafen. Sie würde mit Herrn Gerber sprechen. Sie würde über Lea nachdenken. Sie hatte 4 Jahre lang Entscheidungen getroffen, die darauf basierten, was für alle anderen einfacher wäre. Von nun an würde sie zuerst selbst nachdenken. 3 Tage später, ein Café an der Ostseite der Stadt, 12 Blocks von Marks Gebäude entfernt. Cecilie hatte es speziell ausgewählt, öffentlich, neutral, nah genug, um schnell gehen zu können, falls nötig. Sie hatte Mark gesagt, wohin sie ging. Sie hatte Nora fahren lassen. Nora parkte draußen mit eingeschalteten Warnblinkern, einem großen Tee und dem, was sie als die Energie einer Frau, die bereit ist einzugreifen, beschrieb. Lea war bereits drin, als Cecilie ankam. Sie hatte einen Tisch hinten genommen, ohne sich zu verstecken. Der Sitzplatz zeigte zur Tür. Sie sah Cecilie hereinkommen. Sie winkte nicht. Sie sah anders aus als die Frau am Tisch von Dorothea. Der Kaschmirpullover war verschwunden. Sie trug einen schlichten grauen Mantel, den sie nicht ausgezogen hatte, als wäre sie nicht sicher, ob sie das Recht hatte, sich niederzulassen. Unter ihren Augen lag etwas, das am Sonntag nicht da gewesen war. Die letzten 3 Tage waren auch für sie nicht freundlich gewesen. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Lea. Cecilie setzte sich ihr gegenüber. »Ich habe noch nicht entschieden, ob ich hätte kommen sollen.« »Gerechterweise«, sagte Lea. Der Kellner kam. Cecilie bestellte Kamillentee. Lea bestellte nichts. »Sagen Sie, was Sie zu sagen haben«, sagte Ceci. Nicht grausam, nur direkt. Sie hatte es satt, sich für den Komfort anderer einzurichten. Lea schaute auf den Tisch, dann hob sie den Blick. »Lukas sagte mir«, sagte sie, »dass Sie von uns wussten.« Ceci schwieg. »Er sagte mir, Sie hätten eine Vereinbarung, dass die Ehe beendet sei und Sie es beide wüssten und dass die Schwangerschaft. Er sagte, es sei ein letzter Versuch gewesen, der nicht funktioniert habe. Er sagte, es ginge Ihnen gut. Er sagte Ihnen, mir ginge es gut?«, sagte Cecilie. »Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß genau, wie das klingt. Ich habe mir gesagt, dass es wahr ist, weil ich wollte, dass es wahr ist.« Leas Hände lagen flach auf dem Tisch. Sie spielte keine Betroffenheit vor. Sie war einfach betroffen. Ich hätte mehr Fragen stellen sollen. Ich weiß nicht genauer hinschauen sollen, was mir gesagt wurde. Aber ich wollte, dass es wahr ist. Also habe ich es zugelassen, es zu glauben. »Ja«, sagte Cecilie, »ich weiß, wie das ist.« Lea sah sie an. »Ich habe 4 Jahre lang dasselbe getan«, sagte Cecilie. Lea schwieg einen Moment. Dann, als sie dieses Esszimmer betraten und sie stockte. »Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich nicht wusste, dass sie das tun würde. Ich schwöre, ich wusste es nicht. Was dachten Sie, würde sie tun? Ich dachte, sie würde Ihnen Unbehagen bereiten, bis Sie es satt haben und gehen. Das dachte ich, passierte. Nein, ich dachte nie, dass Sie...« Sie stockte wieder. »Keine Entschuldigung für das, woran ich beteiligt war, ich weiß.« Cecilie sah die Frau vor ihr an, 27 Jahre alt. Keine Zeichentrick-Bösewichtin, keine Frau, die sich vorgenommen hatte, eine Ehe zum Spaß zu zerstören. Eine Frau, die eine Geschichte geglaubt hatte, die ihr von jemandem erzählt wurde, der sehr gut darin war, Geschichten zu erzählen, und die Entscheidungen getroffen hatte, deren Konsequenzen sie nun trug. Sie würde ihr heute nicht vergeben. Sie war noch nicht so weit. Sie war nicht sicher, ob sie jemals zum Vergeben am traditionellen Sinne gelangen würde, aber sie konnte sie als Person sehen, klar, ohne die Hitze der Eifersucht, die das Bild verzerrte. »Sie sagten, Sie hätten mir etwas zu sagen«, sagte Cecilie. »Sagen Sie es mir.« Lea öffnete ihr Telefon. Sie hatte Screenshots, Textnachrichten und E-Mails, die sie gespeichert hatte, wie man Dinge speichert, wenn ein Teil von einem versteht, dass man sie eines Tages brauchen könnte. Eine Unterhaltung am Oktober, in der Lukas ihr explizit gesagt hatte, dass Ceci über die Situation Bescheid wusste. Eine Nachricht vom November, die die Schwangerschaft als kompliziert und am Wesentlichen irrelevant für die Hauptsache beschrieb. Eine Reihe von Nachrichten vom Januar, die detailliert darlegten, was Lukas als Zukunft erwartete. Eine Zukunft, die Lea einschloss. Eine Zukunft, die Cecilie in dieser Angelegenheit offenbar nicht konsultierte. Sie reichte Cecilie das Telefon. Cecilie las die Screenshots. Sie las sie sorgfältig. Sie las sie, wie sie Schüleraufsätze korrigiert hatte, auf der Suche nach dem, was wirklich da war, nicht nach dem, was sie zu finden erwartete. Er hatte sie beide angelogen. Er hatte Lea gesagt, dass es Cecilie gut gehe, dass Cecilie Bescheid wusste, dass alles geregelt sei. Er hatte Cecilie gesagt, dass es nichts zu wissen gäbe. Er hatte beide Geschichten gleichzeitig gemanagt und jeder Frau genau das gesagt, was sie hören musste, um an ihrem Platz zu bleiben. Nicht, weil er grausam war, sondern weil er die besondere Art von Mann war, der es nicht ertragen konnte, dass etwas seine Schuld war, der lieber ein aufwendiges Gerüst aus bequemen Wahrheiten aufbauen würde, als an einem Türrahmen zu stehen und klar angesehen zu werden. »Er hat uns beide benutzt«, sagte Cecilie. Sie sagte es leise,
Nicht zu Lea, zu sich selbst. Er hat uns jeweils die Version erzählt, die uns handhabbar hielt. Lea sagte nichts. »Liebst du ihn noch?« fragte Cecilie. Lea schwieg lange. »Ich habe eine Version von ihm geliebt«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass diese Version existiert. Irgendwann bin ich unsichtbar geworden«, dachte Cecilie. »Sogar für mich selbst. Nicht nur für ihn, nicht nur für Dorothea, für mich selbst.« »Nicht unsichtbar«, sagte Cecilie laut. »Manipuliert.« Lea sah sie an. Etwas geschah zwischen ihnen. Nicht Wärme, genau. Nicht Freundschaft. Nicht die einfache Absolution eines ordentlichen Endes. Etwas Ehrlicheres als das. Eine Anerkennung. »Sie können das benutzen«, sagte Lea und nickte auf das Telefon. »Wofür auch immer Sie es brauchen, ich unterschreibe, was ich unterschreiben muss.« »Warum?« fragte Cecilie. »Weil es wahr ist.« »Und warum?« Sie sah auf den Tisch. »Wegen dem, was er Ihnen angetan hat.« »Sie waren schwanger?« »Nein«, sie räusperte sich. »Sie haben nichts davon verdient.« Cecilie nahm ihren Tee. Er war etwas kalt geworden. »Sie auch nicht«, sagte sie. »Sie haben es verdient, die Wahrheit gesagt zu bekommen.« Sie stand auf, zog ihren Mantel an, nahm ihre Tasche. »Ich werde mich über meinen Anwalt melden«, sagte sie, »wegen der Unterlagen.« Lea nickte. Cecilie ging hinaus. Nora war bereits aus dem Auto ausgestiegen, bevor sie den Bürgersteig erreichte. »Nun«, sagte Nora, »sie hat mir alles gegeben. Alles. Textnachrichten, E-Mails, eine vollständige Aufzeichnung.« Cecilie begann auf das Auto zuzugehen. Er sagte ihr, ich wüsste Bescheid. Er sagte ihr, wir hätten eine Vereinbarung. Nora schwieg genau 2 Schritte lang. Dann, ich brauche einen Moment. Nimm dir deinen Moment. Ich nehme ihn mir. Sie nahm ihn sich. Okay, wie geht es dir? Cecilie dachte ehrlich darüber nach, seltsam und sehr klar gleichzeitig. Nora öffnete das Auto. Nur damit du es weißt, sagte sie, ich mochte ihn nie. Du warst auf unserer Hochzeit. Ich trug ein gelbes Kleid. Das bedeutet nichts. Nein, sagte Nora, aber ich hab's getragen. An diesem Abend fuhr Mark Cecilie zu Herrn Gerbers Büro. Herr Gerber war ein kompakter, präziser Mann in den 40ern mit Lesebrillen, die er nicht zum Lesen brauchte, aber als Denkaccessoire benutzte. Er saß Cecilie an einem Konferenztisch gegenüber und las Leas Unterlagen und Marks Finanzunterlagen und sah Douglas' Karte an. Er nahm seine Brille ab, sah sie an. »Frau Keller«, sagte er, »ich möchte, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, was Sie hier wirklich haben.« Herr Gerber legte es ohne Drama dar. Die Finanzunterlagen zeigten ein Muster. In den vergangenen 8 Monaten hatte Lukas Geld verschoben. Nicht drastisch, nicht in großen einmaligen Überweisungen, sondern in einem kontinuierlichen Rinnsal über Konten, die in einem gemeinsamen Kontoauszug nicht sofort auffallen würden. Nicht illegal, sagte Herr Gerber, aber im Kontext eines Scheidungsverfahrens sind Muster wichtig. Muster erzählen eine Geschichte. Leas Unterlagen erzählten eine andere Geschichte, oder vielmehr dieselbe Geschichte aus einem anderen Blickwinkel. Was Sie in diesen Nachrichten haben, sagte Herr Gerber, ist eine Papierspur expliziter Falschdarstellung. Ihr Mann, gegenüber einem Dritten, hat ihren Familienstand auf eine Weise beschrieben, die grundsätzlich falsch ist. Er hat ihr Wissen und ihre Zustimmung auf eine Weise beschrieben, die nachweislich falsch ist. Gerichte reagieren darauf. Er skizzierte, worauf sie Anspruch hatte. Das Haus, eine Vereinbarung, Unterhaltszahlungen, die sich an Lukas' nachgewiesenem Einkommen orientierten, nicht an der Version, die er zu deklarieren beschloss. Seine Firma hatte ein bedeutendes Ja, sagte Herr Gerber. Er sah kurz Mark an. Etwas geschah zwischen ihnen, das darauf hindeutete, dass sie bereits ausführlich gesprochen hatten. Er wird dagegen ankämpfen, sagte Cecilie. Seine Mutter wird ihn anweisen zu kämpfen. Was ein anderes Problem ist, sagte Herr Gerber. Dorothea Keller hat in ihrem Scheidungsverfahren keine Klagebefugnis. Schnauben. Was sie hat, ist ein Leben lang Einfluss auf einen Mann, der nie eine wichtige Entscheidung eigenständig getroffen hat. Unsere Aufgabe ist es, die Kosten des Kampfes so klar darzulegen, dass selbst sie die Rechnung machen kann. Cecilie nickte. Sie hatte erwartet, an diesem Tisch Angst zu empfinden. Sie hatte sich auf Angst vorbereitet. Stattdessen fühlte sie das ruhige, solide Gefühl einer bereits getroffenen Entscheidung, die ihre Struktur fand. Sie entschied hier nichts. Sie hatte Ai am Spital um 4 Uhr morgens entschieden. Sie baute einfach auf. Sie zog in dieser Woche in eine Wohnung I am Marx-Gebäude. 3 Stockwerke unter seiner eigenen Einheit, die seit 4 Monaten leer stand und über die Mark sich kategorisch weigerte, als Gefallen zu diskutieren. »Es ist mein Gebäude«, sagte er. »Es ist eine leere Wohnung. Meine Nichte wird 3 Stockwerke unter mir wohnen.« Ende der Diskussion. Sie ließ ihn das gewinnen. Sie rief Frau Dr. Brunner an und verschob ihre verbleibenden Schwangerschaftstermine auf die neue Adresse. Sie rief ihre Krankenkasse an und aktualisierte ihre Adresse. Sie rief 3 Umzugsunternehmen an
und holte Kostenvoranschläge ein. Sie tat all diese Dinge an einem einzigen Nachmittag mit einem Notizblock und einem Stift und einer systematischen Zufriedenheit, die sie lange nicht gefühlt hatte. Dann rief sie ihre Mutter an. Caroline Sommer antwortete nach dem zweiten Klingeln aus dem Haus B am Aargau, wo Cecilia aufgewachsen war. Ceci hatte diesen Anruf gefürchtet. Caroline hatte Lukas wirklich gemocht. Nicht so, wie Mütter vorgeben, einen Schwiegersohn zu mögen, sondern auf die echte Art. Sie hatte bei der Hochzeit gesagt, er ist stabil, Cecilia. Stabilität wird unterschätzt. Und sie hatte es ernst gemeint. Aber Caroline, mit 58 Jahren, war lange genug in der Welt gewesen, um zu wissen, wie man schlechte Nachrichten hört, ohne dass es um sie ging. Sie hatte 2 Kinder großgezogen, während sie Vollzeit arbeitete, und ihren Mann vor 3 Jahren beerdigt, und das alles, ohne auch nur einmal darum zu bitten, als Opfer ihres eigenen Lebens angesehen zu werden. Sie hörte die ganze Geschichte. Als Cecilia fertig war, herrschte eine kurze Stille. »Ich komme rüber«, sagte Caroline. »Mama, das ist nicht nötig. Ich bin am Donnerstag da. Ich habe die Flüge schon überprüft. Diskutiere nicht mit einer Frau, die das Ticket bereits gekauft hat.« Lukas kam an einem Mittwoch zum Gebäude. Mark begleitete ihn, was Cecilia nicht erwartet hatte. Sie traf ihn in der Lobby, auf 2 Stühlen in der Nähe des Fensters am Eingang, wo jeder, der vorbeiging, sie sehen konnte und wo sie jederzeit aufstehen und gehen konnte, ohne dass es ein Ereignis war. Lukas sah aus wie ein Mann, der nicht geschlafen hatte. Er hatte das spezifische Aussehen von jemandem, der erwartet hatte, dass Schlafmangel sich wie eine Buße anfühlt. Und er feststellte, dass es sich größtenteils einfach nur wie Schlafmangel anfühlte. »Können wir reden?« sagte er. »Wir reden«, sagte sie. Er setzte sich. »Ich liebe dich.« Sie sah ihn an. »Ich weiß, dass du das tust«, sagte sie. »Ich glaube das vollkommen.« Er schien für einen Moment erleichtert, was sie verstand. Sie hatte es nicht gesagt, um ihn zu erleichtern, aber ich habe nachgedacht, sagte sie, über die Art von Liebe, die jemanden nicht schützt, die ihn liebt und trotzdem nur dasteht, die ihn liebt und trotzdem manipuliert und trotzdem jedes Mal den Weg des geringsten Widerstands wählt, anstatt den Weg, den sie brauchen. Sie sah auf ihre Hände. Das ist eine Art von echter Liebe. Ich weiß, dass sie echt ist. Sie ist einfach nicht die Art von Liebe, in der ich ein Leben aufbauen kann. Cecilia, du standest einfach da, sagte sie. Sie hat Wasser über mich geschüttet, unsere Tochter war in mir und du standest einfach da. Er hatte keine Antwort. Es gab keine Antwort. Er wusste es. Und sie konnte sehen, dass er es wusste. Und das machte sie auf eine Weise, die sie nicht erwartet hatte, weder triumphal noch bestätigt. Es machte sie müde und klar und bereit aufzuhören. »Ich möchte, dass du mit Herrn Gerber zusammenarbeitest«, sagte sie. »Ich will nicht, dass das wegen ihr hässlich wird.« Sie legte die Hand auf ihren Bauch. »Aber ich muss, dass du weißt, dass es passieren wird. Ich habe meine Entscheidung getroffen und sie steht fest.« Er nickte, sah auf seine Hände, dann sie an. »Es tut mir leid«, sagte er. »Nein, ich weiß. Es ist nicht genug. Ich weiß genau, wie unzureichend es ist. Aber ich bin es.« »Ich weiß«, sagte sie. Sie stand auf. In dieser Nacht war sie zu wach, um zu schlafen. Caroline kam am Donnerstag. Sie hatte 2 Wochen, bevor die Umzugsunternehmen kamen. Sie hatte am Freitag ein Gespräch mit Herrn Gerber. Sie hatte ungefähr 112 Dinge, die in einer bestimmten Reihenfolge geschehen mussten. Sie ging in die Küche, öffnete alle Schränke, räumte die gesamte Küche um 2 Uhr morgens um. Alle 6 Schränke, die Schublade neben dem Herd, der Schrank über dem Kühlschrank, mit ihrem Bauch, der die unteren Regale aushandelte, und der stillen Stadt vor dem Fenster, und Caroline schlief am Schlafzimmer, und dem spezifischen, befriedigenden Geräusch von Dingen, die in Ordnung gebracht wurden. Sie alphabetisierte die Gewürze. Das hatte sie in ihrem Leben noch nie getan. Sie tat es jetzt, und es war aus einem Grund, den sie nicht ganz erklären konnte, genau das, was sie brauchte. Sie war beim Buchstaben M, als Mark anrief. »Es ist 2 Uhr morgens«, sagte sie. »Ich weiß. Bist du wach? Ich alphabetisiere Gewürze.« Eine Pause. »Natürlich tust du das.« Eine weitere Pause. »Dorothea hat heute ein Mittagessen veranstaltet. Ihre Version der Ereignisse. 12 ihrer Freundinnen.« Ceci legte ein Glas Majoran ab. »Ich weiß. Sie hat mir eine Nachricht geschickt. Sie sagte, sie wollte die Dinge klarstellen. Douglas ist nach 15 Minuten gegangen. Er hat Herrn Gerber heute Nachmittag angerufen.« Sie schwieg. »Douglas hat Herrn Gerber angerufen«, wiederholte sie. »Offenbar ist er zu einer Entscheidung über verschiedene Dinge gekommen. Er ist bereit, Unterlagen zur Verfügung zu stellen.« Mark machte eine Pause. »Und da ist noch etwas, wofür du dich hinsetzen solltest. Ich stehe. Setz dich.« Ceci. Sie setzte sich auf den Küchenboden, den Rücken an den Unterschrank gelehnt. Gewürzgläser um sie herum. 2 von Dorotheas Gästen filmten den Tisch, bevor er begann,
für ein Social-Media-Konto. Die Kamera lief, als es geschah. Cecilie sah das Majorangglas in ihrer Hand an. Es sind 19 Sekunden, sagte Mark. Sie sah das Video einmal an. 19 Sekunden. Eine Frau in einem blauen Wickelkleid, die ein Esszimmer betritt. Eine gläserne Karaffe, mit beiden Händen erhoben. Ein langer, bewusster Bogen und dann, perfekt hörbar über dem Umgebungsgeräusch von Besteck und Gespräch: »Ich glaube, es ist Zeit für Sie zu gehen, Cecilie.« Sie gab Mark das Telefon zurück. Sie saß einen Moment mit dem, was sie fühlte. Sie hatte Triumph erwartet. Irgendeine Version von »Endlich werden es alle sehen«. Was sie wirklich fühlte, war ruhiger als das. Nüchtern, das besondere Gefühl von jemandem, der die Ankunft einer Konsequenz beobachtet, die er nicht herbeigeführt und nicht benötigt hat. »Was mache ich damit?« fragte sie. »Nichts«, sagte Mark. »Das ist die Antwort. Du machst nichts. Jemand hat es bereits gepostet. Patricia, die Frau, die es gefilmt hat es auf ihrem Lifestyle-Konto gepostet. Es erreichte 47.000 Aufrufe, bevor sie verstand, was sie hatte. Sie versucht, es zu löschen. Das Internet löscht keine Dinge.« Cecilie nickte langsam. Sie dachte an Dorothea. Sie hatte 4 Jahre lang versucht, Dorothea zu verstehen. Versucht, die Version ihrer Beziehung zu finden, die funktionieren könnte. Die Version, in der Cecilie sich genug anpasste, sich genug einfügte, sich klein genug machte, damit das Unbehagen zwischen ihnen gelöst werden konnte. Jetzt verstand sie, dass sie nie das zu lösende Problem gewesen war. Sie war einfach das Hindernis zwischen Dorotheas Sohn und Dorotheas Management des Lebens ihres Sohnes gewesen. Keine Menge an Anpassung hätte das geändert. Sie empfand keine Freude an der Verbreitung des Videos. Sie empfand etwas, das dem Mitleid nahe kam, was sie überraschte. Douglas übergab seine Unterlagen am nächsten Tag Herrn Gerber. Es war bedeutsam. Finanzunterlagen des Keller Familientreuhandfonds, die eine Reihe strategischer Vermögensverschiebungen in den letzten 8 Monaten zeigten. Nicht kriminell, aber absichtlich. Eine sorgfältige, nachhaltige Umpositionierung von Ressourcen in Erwartung einer Scheidung, die Dorothea anscheinend schon lange beschlossen hatte, bevor jemand das Wort laut ausgesprochen hatte. Sie hatte es geplant, während Cecilie die Sonntagsessen besuchte und den richtigen Wein mitbrachte und am Küchentisch saß und zählte, wie oft ihr Heidelbeerrezept herabgewürdigt worden war. Dorothea hatte dafür gesorgt, dass so wenig wie möglich an Cecilie übertragen wurde, wenn es vorbei war. Herr Gerber reichte die Unterlagen bei Lukas ein, ohne Marks Namen anzuhängen. Lukas saß am anderen Ende des Konferenztisches und las sie. Er schwieg lange. »Sie sagte mir«, sagte er schließlich mit einer Stimme, die wirklich geschwächt klang, »dass du sowieso gehen würdest, dass es nur eine Frage der Zeit sei.« »Und was hast du gesagt?« sagte Herr Gerber. Lukas sagte nichts. Herr Gerber notierte es ohne Kommentar und fuhr fort. Lea unterschrieb die Erklärung, die Herr Gerber aufgesetzt hatte. Sie tat es ohne zu zögern. Sie schickte Cecilie danach eine kurze Nachricht. »Ich hoffe, es hilft.« Cecilie antwortete, »Danke.« Das war lange Zeit die letzte Kommunikation zwischen ihnen. Dorothea rief in der Woche nach dem Video 3-mal an. Cecilie antwortete nicht. Sie ließ Herrn Gerber sich darum kümmern. Herr Gerber war sehr gut darin, sich um Dinge zu kümmern. Das formelle Entschuldigungstreffen wurde 2 Wochen später arrangiert. Herrn Gerbers Büro, Dorothea und Douglas, Cecilie und Mark. Herr Gerber als Zeuge anwesend. Dorothea war in 3 Wochen irgendwie gealtert. Nicht drastisch. Aber sie saß mit etwas weniger ihrer gewohnten Haltung auf dem Konferenzstuhl, als wäre das, was sie immer aufrecht gehalten hatte, die absolute Gewissheit, dass sie recht hatte, dass sie über den Konsequenzen stand, dass die Welt, die sie aufgebaut hatte, bestehen bleiben würde, gerissen. Sie sah Ceci an. »Was ich getan habe, war falsch. Es tut mir leid. Es war steif. Es kostete sie etwas.« Ceci konnte genau sehen, was es sie kostete. Sie sagte nicht, »Ich vergebe Ihnen.« Sie war noch nicht so weit. Sie würde vielleicht lange nicht so weit sein. Sie sagte, »Danke.« Denn es war ein Beweis, nicht für Dorotheas Wandel, da war sie realistisch, sondern für etwas Wichtiges. Beweis dafür, dass die Welt noch Verantwortung enthielt, dass das, was man tat, Konsequenzen hatte, dass man sich nicht einfach mit einer gläsernen Wasserkaraffe und völliger Straflosigkeit durch das Leben anderer Menschen bewegen konnte. Das war genug für heute. Lukas erfüllte alle Punkte, die Herr Gerber darlegte. Er kämpfte nicht um das Haus. Er kämpfte nicht um die Vereinbarung. Er engagierte seinen eigenen Anwalt, einen vernünftigen Mann, der verstand, welche Kämpfe es wert waren, geführt zu werden. Und der Prozess ging mit einer Gründlichkeit voran, die Cecilie überraschte und Lukas zu erleichtern schien, der vielleicht nie verstanden hatte, wie viel seiner Schwierigkeiten aus der anhaltenden Anstrengung resultierten, mehrere widersprüchliche Wahrheiten gleichzeitig zu managen. Er war ein besserer Mann, wenn er nicht managte. Sie konnte es jetzt deutlich sehen. Es ließ sie nicht bleiben wollen. Aber sie konnte es sehen. Das Baby kam an einem Dienstag.
dem 31. März, 6 Wochen nach dem Wasservorfall, 3 Wochen, nachdem das Video seinen Kreislauf beendet hatte. 2 Wochen nach dem Treffen in Herrn Gerbers Büro um 7:42 Uhr morgens. Mark war am Wartezimmer. Er war seit 4 Uhr morgens dort gewesen. Er hatte sich kein einziges Mal darüber beschwert. Nora war am Wartezimmer mit einer Tasche voller Snacks, die sie als Wartezimmer Essentials bezeichnet hatte, was anscheinend 2 Arten von Chips, einen Roman, den sie nicht lesen würde, und eine aufwendige Playlist umfasste, die sie 3 Tage lang erstellt hatte. Caroline war am Zimmer. Cecilia hatte sie darum gebeten. Ihre Mutter war 2 Tage vor dem errechneten Geburtstermin mit dem Auto angekommen und wohnte in der Wohnung unter ihr, und kein einziges Mal hatte sie gesagt, ich habe dir doch gesagt, dass Lukas nicht der Richtige war. Sie war einfach da gewesen, hatte Tee gekocht, Babyartikel organisiert, abends auf dem Sofa gesessen und über alltägliche Dinge gesprochen, ihren Garten, ein Buch, den neuen Hund des Nachbarn. Was Cecilia jetzt verstand, ihre eigene tiefe Form der Liebe war, eine Person so zu behandeln, als enthielte ihr Leben noch alltägliche Dinge, auch wenn es das noch nicht tat, besonders dann. Lukas war am Wartezimmer. Er kam, als sie ihn über Nora benachrichtigte. Er stand am Türrahmen des Zimmers mit den Händen an den Seiten und sah seine Tochter zum ersten Mal an. Etwas zerbrach in seinem Gesicht. Nicht Schuld, nicht Schmerz, etwas rein Menschliches und Überwältigtes, das nichts mit allem anderen zu tun hatte, etwas, das einfach nur war. Diese Person existiert jetzt. Diese Person ist real. Das ist meine Tochter. Wie heißt sie? Fragte er. Clara, sagte Cecilia. Clara Caroline Keller. Er nickte einmal. Sein Kiefer war angespannt. Er presste die Lippen zusammen. Ein schöner Name, sagte er. Sie sah ihn seine Tochter ansehen und dachte, er wird sie lieben. So sehr er auch als Ehemann versagt hat, er wird dieses Kind lieben. Sie glaubte das. Sie konnte eine Co-Elternschaft auf dieser Überzeugung aufbauen. Es würde nicht einfach sein. Es würde ihr mehr abverlangen, als sie den meisten Dingen gegeben hatte. Aber sie konnte die Kontur sehen, eine praktikable Sache, die sich um Claras Wohlbefinden wickelte, mit genügend Abstand zwischen den Erwachsenen, um es möglich zu machen. Sie konnte damit arbeiten. Sie brachte ihre Tochter an einem Donnerstagnachmittag am April nach Hause, in die Wohnung, 3 Stockwerke unter Marks. Die Wohnung roch nach den Blumen, die Caroline auf dem Küchentisch arrangiert hatte, bevor sie nach Hause flog. Weiße Tulpen, Cecilies Favoriten. Nicht die Favoriten von Cecilies Schwiegermutter, ihre echten Favoriten. Sie legte Clara in den Stubenwagen in der Ecke des Schlafzimmers, das sie selbst vorbereitet hatte, mit den blassgrünen Wänden, die sie selbst gewählt hatte, mit dem Mobile, das Mark bestellt hatte, das sie ihn nicht gebeten hatte zu bestellen und nicht beanstandet hatte, als es ankam. Sie setzte sich in den Schaukelstuhl neben dem Stubenwagen. Draußen ging die Stadt ihren Gang, unten war Mark in seiner Wohnung und tat, was Mark donnerstags nachmittags tat. Sie konnte ihn anrufen, indem sie 3 Schritte den Flur entlang ging und den Intercom-Knopf drückte, und er wäre in 4 Minuten oben. Sie wusste es, ohne es überprüfen zu müssen. Sie würde ihn jetzt nicht anrufen. Sie saß ihr am Schaukelstuhl, während das Nachmittagslicht in dem besonderen Winkel durch das Fenster fiel, in dem es zu dieser Stunde hereinströmte. Und sie sah ihre Tochter Clara Caroline Keller, 3 Tage alt, mit Augen, die noch immer herausfanden, was sie über Licht und Dunkelheit und die Tatsache, auf der Welt zu sein, dachten, kleine Hände, die sich mit völligem Ernst öffneten und schlossen. 3 Wochen später, an einem Sonntagnachmittag, hatte sie Besuch. Mark von unten, der mit Taschen voller Takeaway-Essen in beiden Armen ankam und den Ausdruck eines Mannes hatte, der reichlich bestellt und sich dafür nicht entschuldigte. Nora, die hereinkam und sich sofort auf den Boden setzte. Ich mag keine schönen Möbel in der Nähe von Babys. Die Angst ist zu groß. Und sie nahm Clara mit der spezifischen Kompetenz von jemandem, der 3 Wochen lang geübt hatte und nun selbstbewusst war. Caroline war fürs Wochenende zurück in dem einzigen bequemen Stuhl, den Cecilie speziell in der Nähe des Fensters platziert hatte, weil er das beste Licht und die beste Aussicht hatte, und Caroline war 4 Stunden gefahren, um dort zu sein. Und Douglas. Das hatte sie überrascht. Aber es hatte sich auch, als sie darüber nachdachte, genau richtig angefühlt. Douglas Keller war die erste Person in dieser Familie gewesen, die ihr etwas Echtes angeboten hatte. Er hatte ihr Herrn Gerbers Karte auf dem Flur gegeben, er hatte seine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Er war nach 15 Minuten vom Dorothea Mittagessen gegangen. Er leistete die harte, späte Arbeit eines Mannes, der 35 Jahre lang Bequemlichkeit über Mut gewählt hatte und der nun anders wählte. Sie würde das nicht bestrafen. Sie würde nicht vorgeben, dass es einfach oder schnell genug gewesen war. Aber sie würde auch keine Tür verschließen, durch die er auf die richtige Weise zu treten versuchte.
Sie saß in der Ecke am Fenster mit Clara I am Arm. Er sah seine Enkelin mit einem Ausdruck an, der völlig schlicht war. Ohne Management, ohne Agenda, ohne sorgfältige Positionierung. Nur ein alter Mann, der einen neuen Menschen ansah und von der Tatsache ihrer Existenz berührt war. Clara blinzelte ihn an, öffnete und schloss eine kleine Hand. Er drückte seinen Finger in diese Hand und sie hielt ihn. Mark kam aus dem Küchenbereich. »Willst du das gute Takeaway oder das großartige? Ich habe beides bestellt und ich werde mich für diese Entscheidung nicht entschuldigen. Ich möchte, dass jemand die eigentliche Frage beantwortet.« »Das Großartige«, sagte Nora sofort. »Das ist keine eigentliche Frage.« »Warum ist es eine eigentliche Frage?« »Weil ich an Optionen glaube«, sagte Mark. »Caroline.« Nora drehte sich zu ihr um. »Unterstütze mich.« Caroline in ihrem Stuhl am Fenster. »Was ist großartiges Takeaway? Was bedeutet diese Unterscheidung? Es ist eine Frage des Restaurantniveaus. Es ist eine Frage der Küchenart. Es ist eine Frage des Qualitätsniveaus«, sagte Nora. »Das Großartige ist das Gute, aber besser.« »Dann offensichtlich das Großartige«, sagte Caroline. »Das war nie kompliziert.« Cecilie lachte. Schnauben. Es kam von irgendwoher tief und echt und völlig mühelos. Nicht das Lachen von jemandem, der beschlossen hatte, sich besser zu fühlen. Das Lachen von jemandem, der wirklich irgendwo angekommen war und überrascht war, echt und völlig überrascht festzustellen, dass sie sich so fühlte. Warmes Licht durch das Fenster, ihre Tochter in den Armen ihres Großvaters, ihr Bruder, der mit ihrer besten Freundin über die Qualität von Takeaway-Essen stritt, ihre Mutter, die versuchte, einem Gespräch zu folgen, das sie bereits 2 Sätze zuvor abgehängt hatte. Sie hatte in den dunkelsten Momenten der dunklen Monate gedacht, dass dies das sei, was sie verlor. Die besondere Wärme eines Zimmers voller Menschen, die sich entschieden hatten, dort zu sein. Sie hatte gedacht, dass das sei, worauf sie verzichtete, als sie die Ehe aufgab. Jetzt verstand sie, dass sie lange nicht in diesen Räumen gewesen war. Schnauben. Sie war in angrenzenden Räumen gewesen, in Nebenräumen, an Küchentischen. Dieser Tisch war ihrer. Jede Person an ihm hatte sich entschieden, hier zu sein. Sie managte niemandes Komfort. Sie passte ihre Größe nicht an. Sie zählte ihre Schritte nicht. Sie war einfach hier. Um 3 Uhr morgens wachte Clara zum Essen auf. Cecilie hob sie ihr am Dunkeln auf und setzte sich in den Schaukelstuhl, und die Wohnung war still um sie herum, auf die besondere Weise, wie Wohnungen um 3 Uhr morgens still sind. Nicht Abwesenheit von Geräusch genau, sondern das Geräusch einer Welt, die kurz innehält. Sie nahm ihr Telefon, Gewohnheit, der 3 Uhr morgens Reflex, der sie 4 Jahre lang begleitet hatte. Sperren, entsperren, etwas suchen, die Suche löschen, wieder sperren. Sie nahm das Telefon, hielt es, legte es weg. Es gab nichts zu suchen, keine Konten zu überprüfen, keine Fäden zu verfolgen. Dinge suchen, die sie wissen musste und zu finden fürchtete. Keinen Verlauf zu löschen, nichts zu managen. Nur dies war da. Clara, die aß, der Stuhl, der langsam schaukelte, die Stadt unten, das besondere Geräusch der tiefen Nacht, das nicht Stille war, sondern etwas Reichereres als Stille. Das Geräusch einer Welt, die immer noch da war, immer noch in Bewegung, immer noch voranschreitend, trotz allem. Sie dachte darüber nach, was sie der Frau sagen würde, die sie vor einem Jahr gewesen war, am Kühlschrank in Dorotheas Küche, mit der Hand flach auf der kalten, weißen Oberfläche, Atemzüge zählend, sich selbst sagend, dass alles in Ordnung sei. Sie würde ihr sagen, du bleibst nicht, weil du schwach bist, du bleibst, weil du ihn liebst und an die Versprechen glaubst, die Menschen in Gertenbiesmo am Juni gemacht haben. Das sind keine Fehler, das sind die Dinge, die dich zu dem machen, was du bist. Aber sie würde ihr auch sagen, es wird einen Moment geben, in dem die Kosten des Bleibens und die Kosten des Gehens zur gleichen Zahl werden. Du wirst diesen Moment erkennen. Wenn er kommt, geh. Sie drückte ihre Wange leicht gegen Claras Kopf. Das Baby roch nach der besonderen Wärme eines neuen Menschen. Etwas, das vor 4 Wochen noch nicht auf der Welt gewesen war und jetzt vollständig hier war. Ich dachte, diese Ehe zu verlieren würde mich zerbrechen, dachte Cecilie. Stattdessen fand ich heraus, woraus ich gemacht war. Ich, Räuspern, bin nicht, wer ich vor Lukas war. Ich bin nicht, wer ich war, als ich versuchte, für seine Familie genug zu sein. Ich bin, wer auch immer als nächstes kommt. Dieser Teil, der Teil dessen, was als nächstes kommt, das war der Teil, den niemand erzählte. Man nahm an, von vorne anfangen bedeutete, zu einem früheren Ich zurückzukehren, zurück zu früher, aber man war nicht dieselbe Person, die man früher gewesen war. Und das Früher, das man sich vorstellte, existierte nicht mehr. Und zurückzugehen war nicht möglich und nicht wirklich das, was man wollte. Von vorne anfangen bedeutete nicht, zurückzugehen. Von vorne anfangen bedeutete, an einen Ort zu gelangen, an dem man noch nie gewesen war. Sie hielt ihre Tochter I am Schaukelstuhl um 3 Uhr morgens in der Wohnung, die ganz ihr gehörte, und dachte, die Gefängnistür war die ganze Zeit offen.
Ich bin einfach endlich rausgegangen. Clara hatte aufgehört zu essen und kuschelte sich zum Schlafen an ihre Brust mit der völligen Hingabe an die Ruhe, die nur die ganz Neuen erreichen konnten, als wäre der Schlaf ein Land, das sie gerade entdeckt hatten und in dem sie unbedingt bleiben wollten. Cecilie hielt sie fest. Sie kehrte nicht zu ihrem Telefon zurück. Sie schaukelte langsam und der Stuhl machte sein kleines Geräusch und unten atmete die Stadt. Und irgendwo am Gebäude schlief Mark 3 Stockwerke tiefer. Und morgen gab es Dinge zu tun, Anrufe von Anwälten und Papierkram und die 100 gewöhnlichen Aufgaben eines Lebens, das sich wieder aufbaute. Aber das alles war morgen. Jetzt gerade gab es nur dies: den Atem ihrer Tochter, den Stuhl, die Stadt, die besondere Qualität des Lichts um 3 Uhr morgens, wenn der Himmel sich noch nicht entschieden hat, zum Tagesanbruch zu werden. In Douglas' Armen heute früher hatte Clara die Augen geöffnet und sich am Raum umgesehen. Sie hatte jedes Gesicht in aller Ruhe betrachtet, Bestandsaufnahme gemacht, als würde sie bereits die Qualität der Menschen beurteilen, unter denen sie angekommen war. Alle, die wichtig waren, waren in diesem Raum gewesen, alle, die sich entschieden hatten zu bleiben. Cecilie schloss die Augen, wiegte ihre Tochter. Sie hatte keine Angst vor dem, was als nächstes kam. Sie war zum ersten Mal, seit sie sich erinnern konnte, einfach nur präsent in dem, was hier war. Das war genug. Das war, dachte sie, mehr als genug. Das war alles.